Hallo, ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Outlast auf Pelzig. Hui, jetzt haben wir doch noch tatsächlich alle 3 Sicherungen abgestaubt. Ich hätte es nicht geglaubt. Jetzt müssen wir den Weg runterfinden. Der Typ, der ist durch den Wäscheschacht runtergebatzelt. Und, ja, der wird wahrscheinlich da unten in dem Wäschetrockner gelandet sein. Aber ich habe keine Ahnung, keine Ahnung mehr, wie ich da runterkomme. Das heißt... Ah, okay, tatsächlich. Hui. Wow, das war Glück. Der hat den Schlüssel dabei, verdient der aufzumachen da hinten. Und... Hippala. So, jetzt muss ich wahrscheinlich wieder zurück zum Wäscheschacht. Weil der Knabe dort den Schlüssel dafür hat. Und irgendein Arschloch macht hier wieder Rabatz. Ah, warum kennen die mich nicht einfach in Friede lassen, Mann? Das heißt, ich muss hier durch den dunklen Gang gehen wieder. Okay. Ich hab's... Okay, der Typ ist weg. Vielleicht war der aber hier. Auf uns. Da war nämlich ursprünglich ein Kerl gestanden. Und ich weiß auch echt ums Verrecken nämlich, wie ich jetzt in das Anfangsgebiet da wieder hinkomme. Ich habe keine Ahnung mehr. Meine Orientierung ist sowieso scheiße. Aber, oh Mann. Und ich habe gerade wieder Nerven, die flattern. Glücklicherweise war ich gerade auf dem Klo. Das heißt, mir kann nichts mehr ins Häsel rutschen. Das sollte jeder machen, falls mir jetzt auch Let's Player zugucken. Ihr solltet definitiv bei Outlast immer ein trockenes Hösel haben, wenn ihr das spielen wollt. Okay, jetzt bin ich in einem Gebiet, wo ich vorher noch gar nicht war. Was ich gar nicht gefunden habe. Und mir hängen Dokumente, in das ich mich reinflüchten kann. Saugut. Wallrider und Albträumer. Kurze Einführung in die Wallrider-Mythologie für den Beteuerstab von MRD, Murkoff Corporation. Hinweis: nur für unterstützende bzw. schriftliche Zwecke, nicht für direkten Kontakt mit Patienten während oder nach der Therapie geeignet. Der Wallrider, auch als Alp, Mara oder Schrat bekannt, ist eine dämonische Kreatur deutschen Ursprungs, welche die Schlafenden heimsucht. Sie kriecht auf die Brust der Schlafenden und presst die Luft aus ihnen heraus. Die Schläfer wachen erschrocken, paralysiert und nach Luft ringend auf. Der Name Mara lässt sich auf Ma oder Nachtmar schließen. Lässt auf Ma oder Nachtmar schließen. Sexuelle Übergriffe des Dämons sind selten, aber er soll Milch aus den Brüsten der schlafenden Frauen und Blut aus den Brustwarzen der schlafenden Männer trinken. Wildsau. Warum nicht Blut aus einer anderen Stelle? Warum aus der Brustwarze, du Widerling? Du Ferkel. Aber, ja, so viel kann ich zumindest sagen. In der deutschen Mythologie gibt es tatsächlich der Ma oder Nachtmar. Das ist tatsächlich ein deutscher, also in der deutschen Sage ist es tatsächlich ein Dämon, der für Albträume auch verantwortlich sein soll. Also der Ma ist nicht nur jemand, der hier Träume abzwackt und so. Der ernährt sich auch von dieser Schlafenergie. Das macht den fit. Das ist für den das Geilste von Welt, wo gibt. Okay, ja genau, da habe ich mir's doch gedacht. Und meiner. Okay, jetzt müssen wir den selber... Trophäe erhalten in Kupfer. Emanzipiert. Bitte... bitte erscheint jetzt nicht noch irgendein anderer Freako. Oh, Spinnemusik. Ich mag hier einfach nur in Friede rausgehen. Und die Batterie hätte ich auch noch ganz gern mitgenommen. Hier zeichnen sie mit Batterie auf die Tafeln. Das ist auch mal eine Möglichkeit, wenn man Gekreide hat anscheinend. Ist ja noch irgendein anderer? Ich will einfach jetzt noch wieder in aller Ruhe und in Friede dort hier, wo ich herkomme bin. Mag du die Treppe hoch, nicht die Treppe. Mag die Treppe wieder hochspringen. Und dann durch die verschlossene Tür. Okay, ne, da habe ich wohl einen Umweg gemacht. Aber ich bin mal wieder blöd wie Sau.
Oh oh. Ja. Musik, 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 Musik. Ja, du kommst nicht hinterher. Du bist zu blöd dafür, gell? Okay, das ging doch nochmal ganz gut. Deswegen gucken wir mal, ob das zweimal klappt. Machen hier auf mit unserem Schlüssel. Und machen hier auf und machen zu. Und an deiner Stelle, mein lieber Freund, die ich hier, ach, nochmal verschließe. Wow, okay, noch 5,5 Minuten haben wir es gepackt. Dass wir so weit kommen, das ist doch auch schon mal was wert. Muss es ja irgendwie. Okay, wenn wir doof die Schniss fallen, dann tut es so richtig weh. Follow the blood, das kennen wir schon. Folge dem Blatt. Das kennen wir schon. Und hupsala. Folge der Blutspur. Okay. Ich habe eben gedacht, ich hätte wieder die Walgas-Chris-Musik gehört. Ach, geil. Du verwöhnen sie uns ja richtig hier mit Batterie. Folge dem Blut. Ja, ich glaube, wenn man das auf härterer Stufe spielt, dann wird man doch nicht so sehr verwöhnt. Da wäre ich wahrscheinlich mehrfach schon auf 0 gewesen. Jetzt sind wir im obersten Stockwerk. Also ärger kann es kaum noch werden. Und wir wechseln hier nochmal die Batterie. Ich bin so froh, dass das für heute schon die 3. Episode ist. Dass ich dann nur noch Episoden machen muss. Und dann kann ich mich wieder endlich in Final Fantasy VII fliehen. Du Mr. gestanden... Ne, Quatsch, da hat er nicht gestanden. Der Martins Parra. Musik fällt mir auch gerade nicht so wirklich. So Dippelsmusik. Ah, Mann. Ah, da ist so dafür noch eine Batterie. Geiler Scheiß. Und der ist hinüber. Wie man das nur so kennt. Okay, wow. Wow, wow, wow. Ich komme besser durch als gedacht. Jetzt mal ohne Scheiß, ihr liebe Leid. Oh, oh, oh. Gefahr in Verzug. Jetzt mal ganz ohne Scheiß. Das muss ich jetzt wirklich mal aussprechen, ihr liebe Leid. Ich habe das bei Gronk gesehen und der hat da ewig gebraucht. Und ich habe echt geglaubt, wow, wir hocken Ewigkeiten an dem Scheiß jetzt dran. Aber ich habe das doch besser hingekriegt, als ich das geglaubt habe. Und ich sollte besser nicht bei dem da unten landen. Der sieht nicht so aus, als wollte er uns was Gutes tun. Oder? Ja, ich frage mich ja, warum die alle glatzköpfig sind. Jetzt mal ohne Scheiß. Nur der Ente war... der hat noch hoher gehabt, der in der Cafeteria, der so verbrannt war. Okay, hilft alles nichts. Eier! Ja, 3 Eier! Das fand ich bei Mario Kart 64 immer so witzig, wenn man da Wario gespielt hat. Der hat immer, wenn er einen Panzer oder so abgeschossen hat, hat er immer Fire gerufen und das klang immer wie Eier. Und da haben wir uns so damals, wo ich noch ein Kind war, haben wir uns immer so einen Spaß draus gemacht und haben dann immer einmal schießen lassen und dann, also noch der Muster, Schuss, Schuss, Schuss. Da hat es geklungen wie Eier, 3 Eier. Ach ja, die Kindheit. Da hätte ich so einen Scheiß nicht gespielt. Da hätte ich so einen Scheiß definitiv nicht gespielt. Und wenn, dann hätte ich nur zugeguckt, wie irgendein anderer so... Natürlich. Wie irgendein anderer so saublöd wäre und das spielt. Oh, leck mich doch am Sack. Scheiß Gespenstermusik, da. Oh, Mann. Das könnten sie als Galileo Mystery Track nehmen. Okay, da komme ich wieder hoch. Aber wenn wir schon hier aber im Schlamm sind, soll ich mich auch nochmal umgucken. Diese Galileo Mystery Musik, Alter. Ja, irgendwann wandelt sich der Schiss. Ah, sehen wir, das hat sich doch gelohnt. Irgendwann wandelt sich der Schiss in Aggression um. Manometer. Es ist echt schade, dass der Typ keine Waffen mitnimmt. Aber jetzt mal ohne Witz, wenn ich genau weiß, ich gehe da ins ihre Haus rein und will Murkoff ruinieren. Okay. Und weiß, ich will Murkoff ruinieren und die Story meines Lebens machen. Und ich bin in Amerika. Dann habe ich doch eine Waffe bei mir, oder?
Dann nehme ich doch eigentlich eine Waffe mit, wenn ich genau weiß, das könnte die Story meines Lebens werden. Und die könnten möglicherweise aggressiv dort sein. Gerade in Amerika, wo du beim Supermarkt-Einkauf so als Bonus einfach noch so einen Revolver dazu kriegst. Ja, na Allah. Wär's doch nicht verkehrt gewesen, sich da einen Revolver mitzunehmen. Ich meine, ich hätte ja echt noch nicht mal was dagegen, wenn er auch nur 5 Schuss oder so parat gehabt hätte. Das macht doch nichts. 5 Schuss Haver und nicht Haver. Sagen wir mal, der Kerl ist wirklich als Privatperson durchgegangen und hat sich gedacht, hey, könnte möglicherweise zu Spannungen führen. Ich nehme mal einen Revolver mit 6 Schuss oder so mit oder 5 Schuss mit. Oh, das hat eben gut hell gemacht. Nehmen wir so einen Revolver mit 5, 6 Schuss mit und nehmen dann noch irgendwie so 2 Ersatzmagazine dafür mit. Oder halt entsprechend nochmal zum Nachladen, damit ich nochmal 2 mal voll habe. Hätte vollkommen gereicht. Hätte vollkommen genügt. Da hätten wir uns die ganze Patiente hier vom Hals halten können noch irgendwie. Das wäre geschickter gewesen. Ich meine, klar, wenn uns der Chris Walker oder so in die Hände kriegt oder der Rick Traeger oder so, dann hätten wir natürlich ein Problem gehabt, aber gegen die hätten wir wenigstens so vorgehen können. Eieiei. Und ich glaube, auch der Chris Walker, auch wenn er fett und hässlich ist, einen Kopfschuss macht auch dem Kerl ein Ende. Ich meine, das sind ja alles übernatürliche Menschen. Es sind ja alles normale Menschen. Und ich finde es gut, dass ich die ganze Zeit wie am Stück laber und mir so selber Mut machen kann. Dann nehmen wir unser leuchtendes Dokument auf und lesen mal vor. Ich muss das ohne Witz, ihr liebe Leute, auch wenn es teilweise wahrscheinlich stören könnte. Ich muss einfach so viel retten, um mir selber Mut zu machen. Und du hast mir einen Rosengarten versprochen. Auszug aus dem Tagebuch von Shirley Pierce, Patientin in der Mount Massive Nervenklinik, 1952 bis 1964. Wieso kann ich mich nicht erinnern, woher die Schnitte stammen? Sie sind so schmerzhaft, selbst Tage später noch. Dr. Newhouse sagt, dass ich selbst schuld bin, weil ich die Hypnotherapie im Unterbewusstsein ablehne. Aber ich möchte doch so sehr, dass es mir besser geht. Ich verstehe nicht, wie ich mir das selbst zugefügt haben kann. Dr. Newhouse sagt, dass diese eine andere Form meiner Schlafzimmerhysterie sei. Armer Bruce, wegen mir musste er so sehr leiden. Ich habe versucht, Mrs. Jackson vorsichtig zu fragen, ob sie ähnliche Probleme mit ihrem Mann hatte, aber sie lehnte ab, darüber zu sprechen. Ihr Mann hat ebenfalls Trost bei einer jüngeren Frau gefunden. Ich weiß, dass es die Ärzte nur gut mit mir meinen und mit Hilfe der Männer von der Regierung, die jetzt die Belegschaft verstärken, befinde ich mich in den besten Händen. Ich sollte meine Tabletten nehmen und schlafen und heute Nacht auf angenehmere Träume hoffen. Scheiße. Das klingt scheiße. Ja, entweder hat die Frau einen Nervenzusammenbruch gehabt, weil ihr Mann fremdgegangen ist. An der Stelle würde ich schon mal wirklich sagen, generell, du bist kein Mann gewesen. Kein Mann kann fremdgehen und sich dann immer noch Mann nennen. Das sind meiner Meinung nach Waschlapper. Das sind meiner Meinung nach, ja, ist meiner Meinung nach Abschaum. Männer, die fremdgehen, das geht gar nicht. Das geht absolut gar nicht. Das sind auch meiner Meinung nach Männer, deren Versprechen nichts wert sind. Okay. Ich habe wieder Wallritter-Geistergeräusche gehört. Das reicht mir jetzt schon wieder. Aber ich habe noch knapp 6 Minuten vor mir. Scheiße. Nee, aber wie gesagt, Männer, die betrügen, sind meiner Meinung nach auch Männer, deren Wort nichts wert ist. Wenn sie schon das Versprechen gegenüber ihrer Frau nicht einhalten können, dann sind es meiner Meinung nach auch wirklich keine Männer. Das sind meiner Meinung nach Leute, die feige sind. Leute, die das spielen, dürfen feige sein. Oh oh. Oh oh. Und hier gebe ich auch ganz ehrlich zu, ich bin feiger. Bei dem Spiel, ich bin echt feiger. Aber das andere Fremdgehe und so, das ist eine andere Form von Feigheit. Das ist einfach nur Charakterschwäche in seiner Reinform. Ist da etwas, was wir mitnehmen könnten? Ah ne, nur kaputt die Kamera. Warum sind hier überall nur kaputte Kameras und nicht irgendwie was Nützliches wie ein Revolver von der Wachleute oder so? Ich meine, klar, in einer Nervenheilanstalt mit dem Revolver rumschwinge ist jetzt auch nicht gerade so das Beste. Aber wäre geil gewesen, wenn einer von denen vielleicht einen Revolver gehabt hätte. Oder Automatikpistole, da bin ich nicht wählerisch. Da geht's lang, okay.
Da sind wieder Kerze für die Ramontik, damit es auch schön ramontisch ist hier. Boah, da hat sich der Pater Martin schon was ausgedacht. Das ist schon ein Romantiker, der Kerl. Der weiß, was ich lieb. Oh. Oh, okay. Quatsch. Notizen natürlich. Lügen. Ich erkenne die Handschrift. Vater Martin hat hier einen Mann umgebracht. Sind die Lügen, von denen er spricht, die fehlenden Akten aus diesen Kisten? Die Fakten? Die Unterlagen? Sieht nach Regierungsdokumenten aus, mindestens 30 Jahre alt, wahrscheinlich sogar älter. Ich muss an M. Kultra CIA denken. Bewusstseinskontrolle. Das Summen hört nicht auf. Hui, da gucken wir nicht schlecht, oder? Ja, Vater Martin hat hier einen Mann umgebracht. Wo ist er dann? Lie. Liar, wahrscheinlich. Okay, der Vater Martin ist auch nicht gerade so der ungefährlichste, muss man dazu sagen. Also ich sehe jetzt auch hier nirgendwo Akte. Ah doch, da sind Akte, da sind Dokumente, okay. Wo der Typ ist, den er abgemurkst hat, dann sehe ich allerdings nicht. Naja, vielleicht ist es ja besser so. Okay, da gucken wir uns hier noch in der Richtung um. Ich mag hier echt nichts verpassen. Ach, wenn ich mordsmäßig Schiss habe, das muss ich absolut gestehen, ihr liebe Leid. Okay, da sind wir nur dort wieder. Ich habe höllisch Schiss bei dem Spiel. Und ich glaube, ihr könnt es mal alle nachvollziehen, wenn ihr das mitgucken und mitverfolgt, dass das hier absolut gerechtfertigt ist, wenn man Schiss hat. Meine Fresse. Okay. Okay. Na gut. Oh oh, die Dödeldepper. Da sind sie wieder. Oh oh, oh oh, die schwärmen aus. Und die Pimmelmusik kommt auch schon. Bumm. Bläh. Bläh. Ach du Scheiße. Okay. Jetzt kann ich es endlich mal richtig verwenden. Jetzt kommen die Dödeldeppe wieder in Aktion. Okay. Dödel Dennis und Pimmel Paula sind jetzt schlagartig hinter mir her. Und ich soll gucken, dass ich da wegkomme. Ich finde es aber cool, dass die ja irgendwie Erkennungsmusik kennen. Das ist dann ab jetzt die Pimmelmusik. So, machen wir hier zu. Und die Pimmelmusik wird von Spinne Unna-Musik noch unterstützt. Achte Levi-Zeit. Und ich hab Schiss. Die Typen finde ich scheißen gruselig. Aber die können sich anscheinend vom Vater Martin zurückhalten lassen, sonst hätten sie uns ja direkt am Anfang attackiert. Deswegen frage ich mich, wie viel Einfluss der auf die hat. Das wäre ja interessant. Speichert gerade automatisch, okay. Nein! Was ist denn das gewesen? Verdammt nochmal. Ach Mist. Jetzt bin ich da runtergestürzt. Da muss ich wohl wieder hoch. Okay, irgendeiner murmelt auch noch vor sich hier, so sehr vertrauenserweckend. Okay, von da komme ich, wie gesagt. Deswegen machen wir hier mal lieber die der zu. Es kann sein, dass die Lümmelmänner jetzt hier rumschwirren, wie sie der Gronk immer genannt hat. So, okay, ich muss immer rennen, wenn ich dann springe, was so Distanz. Okay. Also Dödeldeppen ahoi. Und ihr könnt mich mal. Wow. Ich frage mich ja, warum die da nackig rumrennen, aber das sind auch die einzigsten, die zu zweit agieren. Die andere Patienten, die mal mit mehreren Leuten hinterher rennen, die machen das zwar, aber die zwei scheinen mir die einzigste zu sein, die wirklich so eine Art Freundschaft verbindet. Okay. Vielleicht können sie sich auch einfach nur gut ab oder so. Durch die gemeinsame Therapie. Ich kann es nicht sagen. Okay, dann setzen wir den Sprung unseres Lebens. Hier! Nein, 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 nein! Scheiße. Na toll. Und da sind sie wieder, die zwei Kasper. Oh Gott. Oh Gott. Ach du Scheiße. Du brauchst einen Camcorder, um dich im Dunkeln zurechtzufinden. Ach du heilige Scheiße. Ja, da kommen wir nicht durch. Da ist er irgendwo runtergeschrammt.
Ach du Scheiße. Und da ist natürlich hier das Gebiet hier wieder. Du hältst da einfach nur die Hände vor. Oh. Na wups, du alter Stinker. Herzlichen Glückwunsch. Oh. Und unser 20-Minuten-Limit ist erreicht. Scheiß die Wand da. Das heißt, in der nächsten Folge von Let's Play Outlast auf Pelzig müssen wir ohne Camcorder uns zurechtfinden. Das wird hart. Aber ich hoffe, dann ist die Gegend wenigstens ein bisschen erleuchtet. Also machen's gut, ihr liebe Leute, und bis morgen wieder. Da wird's richtig heftig. Eiern schweren Herzens. Yankee.